Herzlich willkommen zum Spiel FC Zürich gegen den FC Basel, der erste gegen den dritten, und willkommen zu einer neuen Folge von FIFA Karrieremodus mit dem FC Basel. Mein Name ist Alessio und willkommen zurück zum Karrieremodus. Zürich empfängt also den FC Basel, und das mit dieser Aufstellung. Wahrscheinlich wieder im 4-3-3, im 3-4-3. Okay, Dreierkette mit Cornelius, Kudua und Turkes, neue Spieler. Die anderen haben wir ja schon gekannt. FC Basel spielt wieder eine andere Aufstellung. Und zwar heute Dragowski mal im Goal mit Balanta, Suchiali und Trari auf der Seite, dann der Donza und der Stocker hinten. Auf der Seite der Tielemann, Boetius, Steffen und vor ihnen natürlich der Brill Embolo. Der hat bis jetzt mit 8 Spielen 3 Goal geschossen. Richtig gut, mal schauen, wie das im Spiel wird. Oh, Cornelius mit der ersten Chance für den FC Zürich. Und der bringt Embolo ins Spiel. Super gespielt. Embolo! Brecher! Pariert. Mit dem Pass durchgesteckt. Donza! Mit der ersten Chance zweite Chance für den FCB. Steffen. Jetzt der Embolo mal schicken. Das muss halt schnell gehen bei dieser Dreierkette. Embolo! Ho! Steffen! Jawohl! 1:0! Basel führt im letzten Grund mit 1:0. Steffen nach dem Schuss vom Embolo, schneller als Verteidiger vom FCZ, reagiert und der bellt den Ball hier. Jackson Embolo zieht perfekt ein. Schüssen ab, Brecher kann den Ball nicht haben und Steffen rutscht in Ball. Basel führt jetzt also im letzten Grund mit 1:0 gegen den FC Zürich und ist auf dem Weg zur Eroberung vor der Ballenführung. Zweite Halbzeit gerade im Doppelwechsel. Traoré und Tielemann sind völlig am Arsch. Dafür kommen Akanji und der Ryan Gold. Plus haben wir auf eine Fünferkette gewechselt und spielen jetzt mit Konter gegen den FC Zürich. Mal schauen, ob es etwas bringt. Hoffen wir es natürlich auf Akanji. Gewinnt da erstmal den Ball um Gold, setzt sich das erste Mal durch. Akanji mit dem Fehler. Akanji mit dem Fehler. Wer ist das? Ein FCB-Spieler kann den Ball nicht retten und Dragowski sieht auch nicht gut. Der Startstelle ein Fehler von Akanji. Ball in die Mitte. Und dann kann der Ali den Ball nicht wegschießen und Dragowski haut Ali. Ja. Der wundert Dragowski sich, wieso er nicht gesetzt wird. Nein. Vielleicht jetzt. Oh, jetzt aber. Genialer Pass. Donza kommt durch. Donza! 1:2! Basel führt wieder. Und was für ein Hammerball von Akanji. Da hat er wieder das 1:1 wieder gut gemacht. Da sehen wir nochmal, alles war Steffen gewesen, mit dem genialen Pass zum Donza. Donza zieht da in 16er und macht das 2:1. Und das werden wir natürlich sehen. Basel jetzt wieder auf den Ballenführerkurs. Schlechte Abwehr. Donza pfeift ab. Der Schiri pfeift ab und wir gewinnen auswärts in Zürich mit 2:1. Und da sehen wir's. Wir sind wieder Tabellenführer mit 1 Punkt Vorsprung vor Sion, 2 Punkte Vorsprung vor Zürich und 3 Punkte Vorsprung vor Vaduz. Ich bin auf dem 5. Platz, auch wieder mit 4 Punkte Vorsprung, gleich wie GC. Und dann innerhalb von 3 Punkten Lugano und Luzern, die Tabellen letzten 4. Und ja,
Wir haben gegen Zürich gewonnen, jetzt aber wartet eine ganz schwere Mannschaft und das wird das Spiel gegen Juventus. Sie wird hier in der Tabelle gesehen, wir haben 1-0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen, Eindhoven 1-0 gegen Juve. Müssten wir eigentlich holen, nach was der Belag geht. Mal schauen, ob es das auch wird. So, und willkommen zum Champions League Spiel Basel gegen Juventus Turin. Basel empfängt also Juve, den Meister von Italien. Willkommen. Mein Name ist Alessio und ich werde das Spiel für euch kommentieren. Basel 2., Juve 3. und PSV trifft auf Leverkusen. Tabelle jetzt im Moment noch nicht so ausgiebig. Ja, super. Blödes Handy. Mann! Scheiß! So, Basel aufstellung, Dragowski, lang überraschend mit dabei. Suchi, Balanta, Traoré, Stonza, Stocker, Fernandes, überraschend auch mit dabei. Tielemans, Steffen, Embro und das aus dem Grund, dass Gold und Boetius Licho werden später, bringen also in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen mehr Druck. Und Juve spielt mit Rubinho. Vorne hat es wahrscheinlich aufgehört. Oder ist gewechselt in Chiellini, Bonucci, Caceres, dann Lemina, der Junge, Tiam kann ich jetzt nicht, Kedira und vorne habe ich jetzt nichts, Murato, Mandzukic, glaube. So, mal schauen, ob die Schweizer gegen die Italiener können sich behaupten. Gegen Fiorentina hat es so geklappt vor ein paar Jahren. Steffen! Schön, Ball weggenommen. Thiele. Roberto! Muss nicht an, weil der Ball leider zurückgegangen ist. Aber erste gute Chance vom FCB. Stocker. Morata raus zum Kedira. Traoré segelt vorbei. Passe mit dem Mandzukic und das hätte eben nicht passieren sollen. Deswegen spielt eigentlich Balanta hinter, weil er halt groß ist. Aber Mandzukic kommt dort ohne Problem am Ball und das, weil Suchi und Balanta zu weit vorne sind und Lang und Donza sind. Also jedenfalls Donza ist ja kein gelernter Verteidiger. Ei, Kopf. Was? Boah, und Embolo, wo soll der Ball an? Das Goal. Oh, Roberto mit dem Feller. Embolo! Mit dem 1:1. Was für ein Feller vom Roberto. Rubinho, Entschuldigung. Embolo macht das super. Und schließt direkt ab. Macht das 1:1. Mandzukic am Pfosten. Das ist jetzt auch ernst. Ach du Scheiße. Mandzukic macht das 2:1. Das will Suchi das Eigel macht und Dragowski sich denkt, ja, geht der Ball halt mal hier. Also am Suchi kann man... Dragowski einfach, das kann ich nicht. Also was... Für wen ist es Fehler? Meiner Meinung nach Dragowski, weil er eigentlich Suchi daran hindert, am Ball anzukommen. Er wäre 100 Pro am Ball angekommen. Aber Suchi schade halt, was soll er machen? 2:2, also die Freude ist kurz gewesen. Aber eben, wir haben noch Zeit. Embolo, komm bitte machen. Oh, Chiellini bekommt den scheiß Fuß nur. Es ist nur ein Goal. Boah. Oh. Nein, wieso laufst du weg? Jawohl! Scheißegal! Stocker mit dem 2:2. Ich habe erst noch gesehen, dass er lang deckt wird von Masamon. Das Amon ist nicht groß. Aber dass der Stocker sich dort gegen den Lemina durchsetzt und Rubinho kommt an den Ball perfekt. Gegen den Tiam, sorry.
perfekt im Faschien. Basel, Juve 2:2. Was? Oh shit, Morata, nein. Nein. Oh. Ja, was? Ich habe nichts gedruckt. Ich habe wirklich ums Verrecken nichts gedruckt. Nichts. Und bei Kreis kommt er nicht so rein. Und Stocker bekommt rot. Das ist doch jetzt... Was bitte ist das für ein Spiel? Ich habe wirklich nur Kreis gedrückt. Ich weiss nicht, wieso der grätscht ist. Bei Kreis grätscht er nicht. Bei Kreis tut er seinen Körper einsetzen. Und Stocker muss aus das Feld. Es muss der Donza allein als 6er spielen. Das ist ja super. Ja, was Juve bringt jetzt der Pereira für Khedira. Super. Ei. Poetius und Gold für Steffen und den Tienemann. Poetius! Nein! Das kann doch nicht sein! Schön in die Ecke gezielt und genau auf den Goalie. Das kann doch nicht sein. Ja, und das gibt kein Foul. Schiri! Ja, und das gibt Vorteil! Alles klar. Für uns stören wir hier. Aber erstmal wechselt. Morata kommt aus und Dybala kommt hier. Dybala. Ich weiß nicht, was der für das Rating hat jetzt nach in der zweiten Saison. Der wird brutal gut sein. Bei uns kommt auch ein Stürmer, das ist auch Hunziker für den Donza. Ja. 2:2 gegen Juve ist auch nicht schlecht. Mal schauen, was die anderen gespielt haben. Bayern verliert 2:1 gegen Eindhoven. So ist wieder die Überraschung. Okay, Dortmund schon nur 1:1 gegen Olympiakos und Real Madrid auch nur 1:1 gegen RC Anderlecht. Okay. Gehen wir gerade mal ins Büro. In der Säule sind. Valentin Schock ist gesperrt. Hunziker und Akanji sind froh, dass sie eingesetzt werden. Ist doch keine Sache. So. Jetzt gehen wir erstmal trainieren. Da wird der Embolo wieder zurück. Auch da. Jetzt Rating 1. Oxford kommt raus. Dafür kommt der Embolo hier. So. Ein bisschen mehr drin, mehr Beweglichkeit. Für den Embolo. Also ich kann das B. Spora steigt auch gut. Und jetzt spielen wir gegen Lugano und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen simulieren. Das nächste dann wieder spielen. So. Gegen Lugano 7. könnte man hier rotieren. Also dann wieder Dragowski sicher hier. Damit er jetzt endlich mal Ruhe gibt. Dann lasse ich den Oxford wieder mal spielen. Und was ist jetzt? Chaka darf auch mal zum Zug kommen. Wieder Janko auch. Das komplett neue Verteidigung außer der Suche. Und der Baumann darf sicher heute mal jetzt eingreifen. So. So gehen wir auch Spiele also mit Baumann und der fast komplett neuen Abwehr. Mal schauen, ob da. Aber es wäre riskant, es ist riskant sicher, aber die Haie gegen Lugano. Jetzt mal schauen. Die bedienen spielt 2 Tonis, ein Napol und ein Botani. Und Stocker schießt das mit 1:0 in Führung. Einer von den Tonis, 2 bekommt Geld. Der Tienemann gelb bekommt. Embolo mit dem 2:0. Ich tue überspringen. Wir können 3:1. Napol schießt noch den Anschluss treffen und Steffen erhöht nochmal. Suleimani fällt für 2 Minuten aus. Ja, super. Gut für uns, schlecht für IB. Sparen mit F, so Stock. So.
So. Ägypten. Nö. Schweiz. Nö. Kein Bock mehr. Lieber Italien würde ich gerne mal übernehmen. Wow. Wow. Da, also, da muss er plus 60 haben, sonst... Ich tue jetzt mal verpflichtigen. Den kann ich ablehnen. Den auch mal verpflichtigen. Und den ablehnen. Und jetzt ist, glaube ich, genau, jetzt ist Nazi-Pause. Jetzt auch noch mit. Baumann gerade auf 58. Auch super. So, wir spielen gegen... Was? So. Dann nochmal will spielen. Und was hat da die Zeit wilde Gerüchte um Suchi? Also, die Spekulationen über einen Wechsel von Basel-Spieler Marek Suchi haben ein größeres Presse ausgelöst, weil diese vermeintlichen Gerüchte wohl nicht einige wahren Grundlagen entbehren. Spielertrainer und Vereinsvertreter schweigen sich zwar bislang aus, aber es scheint da die schreibende Zunft und die Internetforen nur zu befeuern. Die Fans machen sich Sorgen, dass die nicht enden wollenden Spekulationen negative Folgen für das Team haben könnten und hoffen auf eine möglichst zeitnahe Erklärung dazu. Und erstmal frustriert sie will. Er ist frustriert, weil er Heimweh hat. Ok. Das sage ich mir nicht, wenn er zum spielt. Also jetzt gegen GC, da spielen wir wieder. Wir haben im Moment Zürich hat jetzt plötzlich 5 Punkte Rückstand, dafür geht es ja immer noch eine und GC 4. Also gehen wir ins Spiel gegen GC. So, und willkommen zum Spiel, Erster gegen Dritter im letzten Grund. Vor ein paar Wochen hat Zürich gegen Basel verloren, das mit 2:1. Und jetzt spielt GC gegen den Meister, wo nicht so gut ist gesessen. Wir sind zwar letzte gewesen, haben uns aber wieder gut gekämpft. Und jetzt geht's los. Wer? Brahimi mit dem 1:0. Aber links ist vorher geschaut, wir haben die beste Abwehr. Ja, ja. Lass den Wächter der Brahimi machen. Stocker! Jawohl! 1:1! Und was für ein Gewaltschuss! Gut gemacht, da vom Tiedemann übergesetzt. Und Stocker kann sich dort gut durchsetzen. Sendoras schlaft ein bisschen und keine Chance für den Mal. 1:1 und Stocker trifft wieder, nachdem er auch im Spiel gegen Juve getroffen hat. So. Schön hier. Gerade ein Dreifachwechsel. Gold, Baumann und Fernandes. Für Tiedemann, Steffen und Stocker. Anders zu Gold. Der hat noch Fitness und kann den Ball da auf Embro setzen. Und der setzt sich super durch und macht das 2:1. Embolo durchgesetzt mit der Finte. Gold legt den Ball schön vor. Mit der Finte an Senderos vorbei und dann per Schlanze ist weiter keine Chance für den Mal.
dass es Goal gewesen wäre, dann wäre da Rage losgegangen. Ey, nein, Mora, weg. Die drücken jetzt richtig, hey. FIFA. Ja, 2:2. Ganz ehrlich, das ist wieder typisch FIFA. Plötzlich spielen jetzt wie Barcelona und Real Madrid zusammen, oder? Und so plötzlich, oder? Komm, leck mir doch am Arsch. Wirklich, mit so Sachen könnte ich immer wieder mal rasten, weil mich genau so Zeug richtig aufregt. Nein. Hei. Streng mal. So, ich wollte schon nur mal auf die Liga schauen, ob wir jetzt unseren Platz trotzdem noch verloren haben jetzt. Da müsste echt auch mehr sein, oder die Schweiz, ja. Nein, wir haben ihn nicht verloren, wir haben immer noch einen Punkt Rückstand auf Sion Zürich, hat wieder 3 Punkte. Rückstand GC 4. Aber es wird eigentlich vom 10. Platz zum 1. sind es nur 11 Punkte, das ist wenig, das sind 3 Niederlagen und ich bin wieder der Letzte. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann spielen wir versus PSV, dann Vaduz, das simulieren wir. Dann spielen wir wieder gegen Vaduz, Cup, und dann spielen wir gegen St. Gallen und dann kommen wir schon im November rein. Ja. Und dann im Januar ist schon wieder Transferphase. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei FIFA. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.